Freundin Pilar. Ich bin Bernd Kebelmann und komme jetzt aus Berlin, habe aber bis 2010 in der Nähe von Dortmund in Waltrop gewohnt und gehöre immer noch zum VS Nordrhein-Westfalen, sonst wäre ich jetzt gar nicht hier. Also kein Einschmuggeln von fremden Gedanken, sondern wir bleiben unter uns. Und ich darf vorstellen, die Dame rechts von mir, die alle schon kennen, Frau Dr. Ilona Walger, ihres Zeichens Lebensmittelchemikerin und Autorin. Und worum geht es? Um die Russlanddeutschen, ein Wort, über das man jetzt schon wieder diskutieren könnte. Aber da wir es ja pünktlich halten wollen in diesem Hause und bei diesem Projekt, möchte ich nur bitten, dass die Frau Walger mit der Lesung anfängt, damit die Zeit uns nicht davonläuft, und vielleicht noch einen einleitenden Satz zu ihrem Text sagt, und dann kann ich hinterher noch etwas zu ihr sagen, zum Thema und so weiter. Bitte, Frau Walger. Ich lese aus dem Buch. Das Buch heißt Mein Lächeln für Sibirien, Kindheitserinnerung einer Russlandsdeutschen. Dieses Buch ist in die 4. Auflage und die letzte Auflage erschien 2012 im Winterborner Verlag in Österreich. Und ich lese die letzte Geschichte aus diesem Buch, die heißt Wiederkehr, Erinnerungsbilder. Das erste Bild heißt Ostwärts, Westwärts oder Rückblick. 230 Jahre ist es her, noch nie zuvor war ich im Reich ihrer Sehnsucht, aber ich kenne den langen Leidensweg und die tragische Geschichte der Wolgadeutschen, nicht nur aus den Büchern, sondern auch von den zahlreichen Berichten der Augenzeugen, zu denen auch meine Mutter gehört. Hier, wo der Rhein und Main durch das Land fließen, begann ihr Leidensweg. Hier in Dörfern und Städten der Urheimat am Kirchentor war das Manifest der Zaren angeschlagen. Hier wurden die verlockenden Versprechungen der deutsch-russischen Kaiserin diskutiert. Hier standen sie und waren erfüllt von der Hoffnung, in der großen Fremde eine neue Heimat zu finden. Die Geschichte bewies das Gegenteil. Vor 230 Jahren gingen unsere Ahnen diesen Weg ostwärts. Viele folgten dem Ruf von Katharine II., weil das Leben in der alten Heimat wegen Landmangels, Missernten, Steuerlasten, Unterdrückung immer schwerer und entbehrungsreicher geworden war. Den riesigen Marsch von Petersburg bis ans Ufer der Wolga, quer durch Russland, mussten sie bei Frost und Schnee, glühender Hitze und strömenden Regen, Hunger und Durst zu Fuß zurücklegen. An den Pferdewagen nur die Kleinkinder, die Kranken und ihr bisschen Hab und Gut. Die öde Steppe an der Wolga wurde ihre neue Heimat. Mit viel Widerwärtigkeit mussten sie kämpfen. Not, karges Brot, Verfolgung und Tod waren ständig bei ihnen zu Gast. Sie wurden nicht reich und frei in der Fremde, wie sie gehofft hatten. Sie mussten hart arbeiten in diesem neuen Land, diesem neuen Leben. Ein Volk vom Winde verweht, doch die Spuren der Ahnen sind nicht im Sand versunken, sie sind in den Kirchenbüchern und Archiven der Urheimat zu finden. Jetzt reise ich als Spätaussiedler diesen selben Weg nach Westen. Ich sitze im komfortablen Flugzeug der Lufthansa und werde gut betreut. Ich verlasse das unselige Land freiwillig, ohne Zweifel, mit festem Entschluss, mein Dasein in der Heimat zwischen Rhein und Oder von neu aufzubauen. Die Vergangenheit mit ihrer unendlichen Kette von Hungersnöten, Demütigungen, Betrügereien, Verfolgung und Hohn schmerzt wie eine unheilbare Wunde. Ich wandere aus, um meinen Kindern und deren Nachkommlingen eine bessere Zukunft zu geben. Ich sehne mich nach Heimat und Zuversicht. Das zweite Bild, das Wiedersehen.
Mein Geburtsschein, mit der Zeit stark vergilbt und zerknittert, in gotischen, schnorchelnden Buchstaben handschriftlich ausgefüllt, bestätigt, dass ich zum deutschen Volk gehöre. Ich bin kurz vor dem Krieg in Markstadt an der Wolga geboren. Die Kindheit und die Jugendjahre verbrachte ich in einem kleinen Verbannungsort in der Nähe des Flusses Ob. Meine späteren Wohnorte befanden sich in Mittelasien und Russland. Jenen Ort, in dem ich geboren bin, kenne ich nur aus den Schilderungen meiner Eltern. 30 Jahre später, an einem sonnigen Frühlingstag, im späten April, befand ich mich am Ufer der Wolga. Ruhig strömte der große Fluss unter der Brücke Saratow-Engels, auf der ich stand. Eine fremde Luft wehte mich an, scharf und sauer. Die Stadt Saratow war nicht mehr die kleine hölzerne Stadt, die die Ahnen kennengelernt haben, sondern ein hässlicher, von der Industrie geprägter Moloch. Aus den hohen Schornsteinen stiegen dicke Rauchfahnen zu ihm. Nur die breite, mächtige Wolga wirkte von oben majestätisch und eindrucksvoll. Über mich leuchtete ein kornblumenblauer, wolkenloser Himmel. Unter Flussab und Flussauf glitten auf der glitzernden Wasseroberfläche Schiffe und schwer beladene Schleppkähne, die ebenfalls dicken Rauch spien. Ein frischen Wind, satt von Feuchtigkeit und von Geruch der tauenden Erde, schlug mir in die Nase. Und die Wolga war viel breiter und mächtiger als der wilde Ob. Dies war einmal die Heimat der Eltern, hier bin ich geboren, von hier wurde ich als kleines Kind von schnauzbärtigem Nachfolger der Oktoberrevolutionärs im Herbst 1941 verbannt. Der Erinnerung kam und überfiel mich unvermittelt. Wozu die Rückkehr, die du in der Erinnerung vollziehst? Sie ist vergessen. Sie lebt in und mit dir. Die Erinnerung ist das Brot, das wir essen. Wir leben davon. Ich versuchte mir die Heimat der Eltern und Großeltern vorzustellen. Es war, als ob die Zeit in konzentrischen Kreisen lief. Sie hatten den gleichen Mittelpunkt und waren vom Umfang her verschieden. In den kleinsten Kreisen lief die Zeit am schnellsten. Ich blieb auf der Brücke stehen, unter der der Fluss dahin glitt und begann unwillkürlich Mutters Lieblingslied, Heimat, wie bist du so schön, das ich so oft gehört hatte, leise vor mich hinzusingen. Der Wind nahm mein Lied auf und trug es weit über die Weite des Flusses, über Wiesen, durch Wälder, auf Wolken. Ich beugte mich über das Geländer und sah auf das Wasser. Wo ist meine Heimat, liebe Matuschka Wolga? Fragte ich, und die Wogen schienen zurückzuflüstern. Heimat? Schau in meine Tiefe, so wirst du es erfahren. Ich dachte an das alte Märchen, in dem sich jemand über ein schwarzes Wasser beugt und darin seine Vergangenheit und die Zukunft sieht. Ich aber konnte in der Tiefe des Wassers nichts erkennen. Zeig mir die Zukunft der russlandsdeutschen wunderschönen Wolga, bat ich beinahe flehend. Zukunft in Russland? Schienen die Wellen jetzt zu spotten, dass sie träume, vergiss sie. Mir war, als ob meinen Wünschen die Kraft fehlte, als müsste ich etwas darbringen, um sie erfüllbar zu machen, ein Opfer. Ich dachte an den Fingerring, ein Erbstück, das noch von den Ahnen stammte. In der Fassung des Ringes saß ein blutroter Stein, ein Rubin, und in seiner Innenseite war die Jahreszahl 1763 eingraviert. Vermutlich war der Ring ein Abschiedsgeschenk der Verwandten an die Auswanderer, ein Andenken an ihr Zuhause, ein Glücksbringer. Ich nahm den Ring vom Finger ab und betrachtete ihn. Indem ich ihn hin und her drehte, leuchtete der rote Stein auf. Das Rot des Steines erschien mir jetzt als Zeichen, das für die Vorfahren in der Fremde Warnung vor dem Unglück hatte sein sollen, Blut und Tränen. Ich beugte mich über die Brücke, warf den Ring in die Wolga und sah ihm nach, sah, wie er die Wasseroberfläche durchschlug und
unaufhaltsam schnell in die Tiefe des Wassers sank. Und mir war, als ob ich alles erlittene Unglück, allen Schmerz und die Tränen auf ewig in Wasser ertränkt hätte. Mir war, als raunte die Wolke zufriedene Abschiedsworte. Die Wellen rollten leicht und sanft, erschien mir, als ob sie ein fröhliches Lied sangen, eine Abschiedsmelodie, in der sich dem noch viel Zuversicht für die Zukunft verbarg. Das dritte Bild. Die Entscheidung. Noch 20 Jahre später. Ein frischer, unbekannter Wind, der Glasnost und der Perestroika weht über Russland. Im Lande des totalitären Regimes herrscht Chaos. Diese Begriffe sind neu und deshalb stoßen sie die einen ab und die anderen werden von ihnen mit magischer Kraft angezogen. Und doch weiß kaum jemand, wie man Glasnost und Perestroika in die praktische Politik, in das reale Leben umsetzen soll. Bisher sah alles anders aus. Die Partei versprach den Menschen das Wirtschaftswunder und die Presse sang jederzeit in den allerhöchsten Tönen das Loblied auf die Partei. Die Wirklichkeit zeigte sich eher trostlos. Eine Tragödie nach der anderen folgte und schüttelte das Land wie Fieberschaum. Die jahrelang vorprogrammierte Katastrophe in Tschernobyl traf das Land wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Das schwere Erdbeben in Armenien, der Aufstand in Nagorno-Karabach stürzten das Land weiter in ein Chaos. Hinzu kamen zahlreiche Sabotagen, kamen weitere Katastrophen. Die Lebensmittelpreise stiegen jeden Tag. Wir arbeiten hart, aber bekamen keinen Lohn. Das Land war pleite. Unzufriedenheit, Wut und Hass potenzieren sich bei der Bevölkerung. Unten herrschte die Macht der Finsternis, oben herrschte die Finsternis der Macht. Das Schicksal von uns Russlanddeutsche wurde in diesem Konflikt immer ungewisser. Der Hass gegen uns wuchs. Eines Tages überraschte mich die Nachbarin, die noch eine junge Frau, mit Worten, die auf mich wie eine eiskalte Dusche wirken. Du Faschistin, raus aus Russland! So viele Jahre nach dem Krieg. Immer noch dieses furchtbare Wort. Was für Zustände. Ich spürte, die Stunde der Wahrheit hat geschlagen. Die alte Welt zerfiel, nichts hatte in ihr Bestand, nur die Erinnerung blieb. Ich dachte an die fröhliche Abschiedsmelodie der Wolga, in der sich die Zukunft verbarg. Ich entschloss mich, das unselige Land zu verlassen. Der einzige Reichtum, den ich besaß und den ich mitnehmen konnte, waren meine Kinder. Die Reise in den Westen war Abschied von einer Welt, die im Rückblick kalt und unbequem eingerichtet schien, die nach Salz und Wärme schmeckte. Das letzte Bild, der Abschied. Es ist Anfang Mai. Heute verlassen wir Russland, das nicht zu begreifen ist. Ein grausames, blindwütiges und trotzdem schönes und reiches Land. Ein Land voller Kälte und voller Wärme. Die Sonne dringt langsam durch die grauen Wolken. Es weht ein entsetzlicher, bäuiger Wind. Der Abschied, der mir endlos erscheint, wie ein nordischer Winter, ist freudlos und kühl. Unsere Maschine nach Düsseldorf geht in 4 Stunden. Wir, das sind meine jüngste Tochter und ich, bilden die Vorhut. Der Rest der Familie folgt demnächst. Wir befinden uns im Bus, der uns zum Moskauer Flughafen bringt. Der Pendelbus ist eine alte Rappelkiste, schäbig und verrostet. Beim Einstieg klemmt die Tür. Die Sitze sind zerkratzt oder zerrissen. Die dunkelgraue Watte guckt traurig und armselig hervor. Der Boden ist schmutzig und mit den Schalen von Sonnenblumen bedeckt. Der Bus kriegt wie eine Raupe die Straßen entlang. Nach 1,5 Stunden Zuckelfahrt über die staubigen und buckligen Landstraßen erreichen wir den internationalen Flughafen Scheremetjewo II. Ein grauer Betonklotz, der einsam aus der Mitte eines üppigen Waldes hervorguckt. Der Wartesaal ist riesig, es wimmelt von Menschen. Die Luft ist stickig und stinkt nach Klosette und Chlorkalk. Auf dem Fußboden liegen Abfälle und wohin das Auge schaut, in jeder winzigen Ecke hocken oder liegen Menschen. Gepäckstücke sind über den Boden zerstreut. An den Blasen
Bittermandelgesichtern erkenne ich die Landsleute. Es sind Russlandsdeutsche. Die Heimat, in Anführungsstrichen, kehrt sie mit eisernem Besen wie schmutzigen Dreck heraus. Trübseliges Bild und schmerzhafte Erinnerung. Und die Heimat der Ahnen lockt mit Macht aus ihrer westeuropäischen Ferne. Unser Lufthansa-Flug wird um 3 Stunden verschoben, ohne Begründung. Doch nicht nur unser Flug ist verschoben, auch andere Flugzeuge werden angekündigt und nochmals auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Personal ist bis auf die Putzkolonnen nervös und abgespannt. Keine Chance, eine Auskunft zu bekommen. Unsere Nerven sind bis zum Äußersten angespannt. Die entniedigende Zolluntersuchung steht bevor und wir zittern vor der Angst wie die Lämmchen vor der Schlachtbank. Innerlich koche ich vor Wut, ein Zustand, den ich verbergen muss. Das Sowjetregime hat 70 Jahre lang nichts anderes getan, als unsereinem das Gehirn zu waschen, ihm weich zu klopfen. Ich möchte nicht noch in diesen letzten Stunden Probleme bekommen. Endlich wird der Flug Moskau-Düsseldorf angekündigt und wir dürfen das Flugzeug besteigen. Glückwünsche zum neuen Anfang. Schweigend nehme ich von den Verwandten, Freunden und meiner Familie Abschied. Mir ist zum Heulen, aber ich will meinen Weg gehen. Ich bin ein Mensch. Zolluntersuchung. Eine Frau in grauer Uniform, die am Anfang des Fließbandes steht, wirkt wie ein Wachturm aus Beton. Sie hat ein Kürbisgesicht und Glotzaugen. Mit grober Stimme befehlt sie, die Handtaschen und Koffer zu öffnen und den Inhalt zur Kontrolle auf den Tisch zu legen. Ihr Blick zeigt uns wartenden Geringschätzung, als hätte sie Verbrecher vor sich. Als ich an der Reihe bin, wird meine Kehle trocken und mein Herz klein wie eine winzige Bohne, obwohl ich nichts zu verbergen und auch nichts zu fürchten habe. Das Schlimmste dabei, dass sie ihre Macht auf die Schwächsten ausübt. Nach der Kontrolle ist alles so durcheinander gewühlt, dass der Koffer nicht mehr zugeht. Die letzten Sorgen, Leiden, Schrecken, Aufregungen sind jetzt hinter uns geblieben, dort hinter den Zollbeamten. Ich steige in die Maschine und meine Gedanken gehen noch einmal weit in die Vergangenheit zurück. Die Geschichte des Volkes kommt mir wie ein seltsames, endlos trauriges Märchen vor. Wir nehmen in der Maschine Platz. Der Flug ist bis auf letzten Platz von Landsleuten ausgebucht. Alte Frauen Babuschki nach der russischen Tradition mit bunten Tüchern bedeckt, kräftige Männer, Mütter mit Kindern, die wie zum Fest gekleidet sind. Die Motoren heulen. Das deutsche Flugzeug startet. Einen letzten Abschiedsgruß nehme ich durch das Fensterflugzeug wahr, das märchenhaft blaue Baltische Meer. Nach einer halben Stunde sind wir auf der Flughöhe. Ich denke daran, dass die Vergangenheit vielleicht nur in meinem Inneren stattfindet und frage mich, was mich in Land der Ahnen erwartet. Die Fragen bleiben unbeantwortet. Ich versuche positiv zu denken, denn schließlich ist jeder Abschied auch ein neuer Anfang. Das war 1990, dass ich ausgewandert bin, sind jetzt 27 Jahre her und als Dank habe ich dieses Gedicht geschrieben. Das heißt, ich danke. Das Land der Ahnen ist wie eine helle Flamme, die mich verzehrt und immer wieder für das Leben mir neue Kraft zu geben. Die Freiheit hier, von dir mir eingeräumt, habe ich gelernt zu schätzen. Die Schicksalsschläge haben meinen Sinn geschärft. Man zerreißt mich nicht so einfach mehr in Fetzen. Ich will über das Ursprungsland der Väter nichts Schlechtes sagen. Letztendlich kann ich mich nicht beklagen. Ich habe vieles hier erreicht, die Kinder und auch mich gut integriert, der Wissenschaft, der Kunst getreu gedient und dabei manches gemacht und mitgemacht, was andere für die von ihnen gepriesene Integration nicht machen wollen. Und doch, ich höre noch oft, oh Gott, Sie sind von drüben,
Sie gehören ja nicht hierher. Ihre deutsche Identität, die haben Sie schon längst verloren. Ich lasse